Die Stadt ist Musik und ganz besondere Straßenmusiker gab es zwischen 1933 und 1963. Die Kölner Kultband Der Vier Butze, die in diesem Jahr ihr 80. Bühnenjubiläum gefeiert hätte. Den größten Clown, den Köln jemals hatte, ist ein Sohn einer der Vier Butzen. Und den werden wir gleich hier auf der Bühne empfangen. Aber zunächst ein kleiner Rückblick. Das waren noch Zeiten, das waren noch Zeiten, wenn der weiße Flieder, kennt ihr noch die Lieder, wenn es weiße Bohnen, Suppe gibt, ist dahin die schönste Bluesmusik. Und einer dieser Vier Butze hatte einen Sohn. Und dieser Sohn ist der größte Clown der Geschichte in Köln. Hans Süper ist zurück. Standing Ovations für Hans Süper, der wollte eigentlich vor 11 Jahren für immer aufhören, hat vor 11 Jahren seinen Abschied gegeben, doch er hat sich noch einmal überreden lassen. Einmal Jeck, immer Jeck. Er wird in diesem Jahr 77 Jahre alt. Der Mann mit der umgebauten Mandoline, die Legende mit der Flitsch ist zurück. Hans Süper ist wieder da. Und er spielt gleich als erstes ein Medley von der Band seines Vaters, von den Vier Butze. Elf Jahre lang hat Köln auf ihn gewartet. Er war auf Gran Canaria im Rentnerdasein verschwunden. Dankeschön, Herr Rohre. Herzlichen Dank, meine sehr geschätzten Damen und Herren. Was ich jetzt erlebt habe, das nennt man Standing Ovation. Nicht, dass Sie meinen, das geht bei mir einfach so vorbei. Das ist schon toll. Ich habe das vor Jahren schon mal erlebt mit meinem Partner, mit dem Zimmermann. Das war die 80er Jahre, da kamen wir rein, da wurde mir angesagt, wir empfangen das Colonia-Duett. Standing Ovation hatten wir damals. Über eine halbe Stunde. Und später haben wir festgestellt, dass ja keine Stühle im Saal waren. Ja. Viele Leute sprechen mich an und sagen, Hans, du gehst nicht mit dem Karneval, du tust nichts mehr, wovon lebst du? Ich sage, kann ich dir erklären, mein Freund, ich war jetzt am Kölner Dom, da saß ein Obdachloser und hat zu mir gesagt, hör mal, hast du mal eine Euro für mich? Und dann habe ich gesagt, hau auf, da sitzt auf mir Platz. Ja. Es ist schön, wenn man Menschen nicht vergisst, wie Vier Butze. War schon der Hammer. Da waren die Beatles von Köln. Nur die hatten damals nicht so viel Fernsehen, wie das heute ist. Und trotzdem haben sie in den ganzen Jahren durchgekämpft. Die wären jetzt 80 Jahre auf der Bühne. Boah. Wenn ich 80 werde, dann tue ich meinen Namen ändern. Mein Hans heiße schon. Hieß das. Wird ja nicht schlecht, oder? Schon guter Anfang, ne? Aber ich möchte ein Lied, ein Dankeschön an die Vier Butze geben. Das Lied ist gemacht worden. Ich habe es auch so ab und zu, wenn ich so einen kleinen Auftritt mache. Ich mache schon hier mal so eine kleine Sache, so eine Geburtstagfeier oder eine Beerdigung, Hinrichtung, machen wir auch schon mal. Naja, aber der Hinrichtung, der lacht ja nicht. Der hängt am Strick und wartet, bis ich aufhöre. Ne? Und dann, das ist ja jetzt schon nichts. Ne? Also, er bedankt sich zum Schluss. Ja, das macht er ja. Aber den Vier Butze zuliebe, muss ich ehrlich sagen, die haben damals so ein Lied gemacht. Ich habe es ein klein bisschen modernisiert. Ich werde versuchen, Ihnen das mal vorzuspielen. Das Lied geht darum, denn
es kommt viel in die Ehen vor. Alkohol, lang verheiratet. Ich mag ja solche Witze nicht, wissen Sie, wo man sagt, ach, ich bin Frau, kannst du eine Piep rauchen? Da finde ich nicht für gut. Oder wie zwei Jäger treffen, der eine sagt, Weidmanns Heil, Weidmanns Heil. Ich habe gestern Ihre Frau getroffen, Weidmanns Dank. Das macht man nicht. Macht man nicht, macht man nicht, macht man nicht. Macht man nicht, nein. Macht man nicht, ja. Es gibt keine Ehe, die hundertprozentig ist. Und wenn, da jetzt wieder mal kaputt, hundertprozentig. Aber es gibt noch Ehen, die halten. Schauen Sie mal, ich bin ja 3-mal verheiratet. Meine erste Frau war zu jung, die konnte mich nicht ernähren. Meine zweite hat noch die Unschuld, die habe ich laufen lassen. Ich habe gedacht, was andere nicht wollen, will ich auch nicht, ja. Aber die 4 Butzen haben sich gesagt, wir machen mal ein Lied über Krach zu Hause. Wenn der Mann besoffen nach Hause kommt, was ich was. Aber wie kann man das dem Volk so rüberbringen? Und das mache ich jetzt mal. Wenn bei uns die Düppe klingelt, ist bei uns der Teufel los. Da musste mich ob das Hölzchen springen. Der Kanarie fuhr nicht ob der Straße. Und vom Band der Bilderrahmen hätte alt der Hals. Aus dem wunderbaren Rhein traut sich Heim und Klügerlein. So ging alles aus dem Leim. Vom Band der Bilderrahmen hätte alt im Haus. Aus dem wunderbaren Rhein traut sich Heim und Klügerlein. So ging alles aus dem Leim. Vor einigen Monaten hat er einen Schlaganfall ohne größere Folgen überstanden. Wenn du gesund bist, meint Hans Süper, dann bist du der reichste Mensch der Welt. Recht hat er. 4 Butzen. Ein Hammer. Wer kennt den noch? 3 mal 0 ist 0, blieb 0, denn wir waren in der Geiers in der Schule. 3 mal 0 ist 0, blieb 0, denn wir waren in der Geiers in der Schule. Das war wirklich der Hammer. Wenn die auf die Bühne kamen, die mussten immer das Lied singen. Aber davon abgesehen, viele Leute haben immer gedacht, Hans, du musst unbedingt noch mal auf die Bühne gehen. Die Leute sehen dich gerne. Es gibt immer Leute, die keinen Geschmack haben. Ich hatte auch sehr gute Partner, die möchte ich nicht vergessen, wie Zimmermann, Keppel. Mit diesen Leuten habe ich auch sehr viel geschafft. Das sind seine ehemaligen Partner aus dem Colonia-Duett und aus dem Süper-Duett. Ich war jetzt gerade noch in Spanien gewesen, am FKK-Strand. Da war was los, wie ich kam. Ich habe meinen Tanga angezogen, ich habe mich angepasst. Da war was los, wie ich den Tanga anhatte. Boah. Ich hatte Verkehr drum an, da war ja was los. Und da haben wir ein Liedchen gemacht, zum Beispiel, wenn der Sommer kommt und es ist heiß, da haben wir immer den Wunsch gehabt. Und das war das eine Swimmingpool.
Schuppa bist du bon. Wir haben eine kleine Selimipolenjade. Da kann man ohne Badewutz drin baden. Denn das Wasser in dem kleinen Pool ist warm. Darum baden wir auch jeden Tag so gerne. In unserem kleinen Selimipolenjade. Dort sie ja uns Muschien drin baden. Denn alle Katzen haben nicht immer jetzt warm. Darum baden die auch jeden Tag so gern. So langsam fühlt sich jeder hier bei uns im Jade wohl. Denn keiner hätte so eine schöne kleine Swimmingpool. Und wer jetzt nackig baden will, der kann das ruhig tun. Denn von der Straße, das ist ja nichts, da steht in der Masche so. Statt jetzt dann offen sitzen, so ja die Enten auf der Bank. Und fressen und so ja die Frikadellen aus der Hand. Jetzt fühlen die sich auch bei uns im Jade richtig wohl. Und manche schwimmt dann vor Freude Rücken durch der Pool. Wir haben eine kleine Swimmingpool im Jade. Da geht sie ja so Detlefchen drin baden. Denn alle Detlefs haben immer jetzt warm. Darum baden die so gern. Darum baden die so gern, darum baden die auch jeden Tag so gern. So gern. Hey! Hans Süper, ein Meister der leisen Töne und des lauten Lachens. Dankeschön. Ich habe nichts gegen Schwule, auch nichts gegen Lesben. Ich bin modern eingestellt. Mich hat gestern ein Kind gefragt und hat gesagt, Onkel Hans, was sind Transvestiten? Sag, geh zu deiner Mutter, der weiß das. Ja. Es ist ja alles frei geworden, sie sind anerkannt worden, eigener Weihnachtsmarkt, was wollen wir dann noch mehr? Nee. Ich habe mal so einen Schwulen mal begleitet in Köln, da war so heiß, über 30 Grad. Der stitzte so mit seinen Figürchen durch die Straße, geht in eine Kneipe rein, ich gehe hinter dem her. Da sagt er zu dem Wirt, hören Sie, Herr Wirt, es ist ja so heiß draußen. Leg mir Marsch, wenn es heiß draußen. Könige Kleid Geld schon, sagt der Wirt, Schwule kriegen nichts raus. Der war in 4 Kneipen. Und immer wieder kommt, es ist ja so heiß draußen. Herr Wirt, tun Sie mir die Falle, keine Geld schon, nichts raus. Schwule kriegen nichts. Da geht er in die 5. Kneipe, schlägt mit der Faust auf die Theke und schreit, ich kriege Geld. Sagt der Wirt, aber nicht in dem Ton, raus, raus, raus. Ja. Ja. Aber eine Zeit soll man einfach nicht vergessen, da waren die 50er. Ich habe mit meinem Bruder damals als 2 Schnüre im Karneval angefangen. Da wird der Schuppen noch ja nicht. Das war Wahnsinn. Wir waren damals im Ostermannsbrunnen. Wie hieß das? Williamsbau hieß das Ding damals. So Zelt war das. Da war das noch ein Calais. Da waren die Prinzenproklamos in dem Zelt 1950. Bah. Da war noch toll da. Das 3 Stellen hat noch ja nicht gesungen damals. Das war schon schön. Okay. Aber der Wille war da, das war schön. Die haben das gut gemacht, herzlichen Glückwunsch, tolle Samba, wunderbar, toll, rhythmisch, wunderbar. Aber schauen Sie mal, die 15 Jahre, da haben wir doch nichts gehabt, man hatte nichts. Man hat das alles gedealt, man hatte ja nichts.
Alles haben wir zitiert. Da war uns schön sick. Was hatten wir damals? Parkplätze. Aber kein Auto. Hier kann man 2, aber keinen Parkplatz. Das ist also. Wir hatten damals mit 4 Mann daheim in einem Schlafzimmer. Wir hatten damals ein Schlafzimmer, Küche, die Badzimmer hatten wir damals gehabt. Da kommst du rein, was wieder draußen. Da hatten wir dann im Schlafzimmer mit 4 Mann geschlafen. Da hatten wir auf einem Schrank, Schlafzimmerschrank, hatten wir Äpfel, so Reifäpfel da liegen. Und da ist meinem Vater was Menschliches passiert. Wie soll ich das jetzt erklären? Also, der Plümo hat sie ein bisschen angehoben. Ich weiß nicht, was Sie jetzt meinen. Mein Vater hat einen Tag vorher Bohnensuppe gegessen, ja. Bei dem Knall ist ein Apfel runtergefallen bei meinem Bruder im Bett in der Hand. Und er konnte nicht teilen. Da habe ich gesagt, Papa, futz mir auch in eine Runde. Das sind Tatsachen. Ja. Kann man nicht 15. Da waren die 15 Jahre. War das schön als Kinder. Schilderjas, Straßenkrieg gemacht. Dann haben wir zum Beispiel so eine Bahnsteigkarte geholt am Hauptbahnhof. Der stund der schöne alte Bahnhof noch. Und da haben wir so eine Kiste mitgenommen, so eine Apfelsinenkiste. Da haben wir so am Bahnhof ganz am Eng, wo der Bahnhof ganz am Eng ist, auf eine Kiste gestellt. Und wenn der Zug dann wegfuhr, und die Leute waren an der Fenster alle am Winken, dann haben die alle Fresser gehauen. Da hätte die Seester sind können. Das ist heller Wahnsinn, ehrlich. Die hatten doch nichts damals. Wir mussten uns beschäftigen. Wir haben zum Beispiel auch, sagen wir mal, eine ältere Dame eine Taschenhaus, die eingekauft hat. Wenn das mit den Jugendlichen heute auch. Aber die Tasche ist weg, das ist die Scheiße dabei. Ja. Aber ich musste ehrlich sagen, wir haben als Kind schön Sachen gemacht. Ehrlich, ich war richtig stolz, dass man als Kind sagen konnte, zum Beispiel, vergesse ich eins nicht, als Kinder liefen Märchen durch die Schilderjas. Und auf der Rollschuh über der Hufstraße bis zum Dom. Was war das früher schön? Denn man hört noch Kölsche Töne, als die 4 Butze singen täte, das war schön. Trotzdem fühlen wir uns wohl, denn wir haben ja noch den Dom. Und wir fahren mit den Kindern in der Zoo. Und es sieht nicht nur der Ring, es sieht noch manches hier zu sehen, denn fast erlaubend hat in Köln singen Sinn. Wir sind echte Kölsche und mit Trinkwasser gedäuf. Wir lachen immer jen und wieder ja nicht müd. In Köln ist es nicht nur laut, der Dom ist auch bald so gebaut. Kommen Touristen an der Ring, die kommen zu mir, ich bringe sie hin. Und eines das, wir kannten uns in Köln nicht mehr aus. So ja und Schilderjas, die fungen wir nicht mehr. Und ob der Hustler sagt über Nacht, ganz dumpfes aus, nur der Dom stund ganz allein wie und je. Über Nacht ja wird Alarm, über Nacht wird Arm, und das ist jetzt, was man nie vergessen kann. Was man hatte, wurde geteilt, das teilt uns sogar noch nicht leid. Denn jede echte Kölsche teilt sich Freude und Leid. Wir sind echte Kölsche und wir trinken, was sie dürfen. Wir lachen immer gern und wieder ja nicht müde. In Köln ist es nicht nur laut, der Dom ist auch bald so gebaut. Kommen Touristen an der Ring, die kommen zu mir, ich bringe sie hin. Dann hätt alles singen Sinn, denn wir wohnen in Köln am Ring. »76 Jahre alt, der Gürzenich steht
Erst hat er geschwiegen, jetzt steht er. Hans Süper, die lebende Legende von Köln. Das ist doch jetzt die wahre Proklamation. Nicht der Bürgermeister, sondern Hans Süper erteilt den wahren Segen dem Dreigestirn. Das gibt's vielleicht nur in Köln. Prinz ist Ralf Görres, aber der König, das ist Hans Süper. Hans, früher als die Menschen mehr wollten, dann haben die immer sowas gerufen. Kannst du dich erinnern? Ein Lied möchte ich natürlich nicht vorenthalten, zwar ein Lied, was ich nie singen wollte, aber irgendwie ist mir das Herz gewachsen, weil ich glaube, ich habe das Lied wieder dahin gebracht und hingehört. Und ich fange so an. Als kleine Jung han ich mich ins Verlaufe. Ich glaube, ich wollte mir nur ein Rahmkamellchen kaufen. Ich fuhr mich Straße nicht mehr und das war schwer. Ne Schutzmann fragte mich, wo küsst du her? Ich hatte Angst, er nahm mich beim Schlawittchen. Im Geiste sah ich mich direkt Mann im Kitschel. Doch ich merkte, er meinte, tut mit mir. Ich seht ihm dann treu herzlich ob mein Ehr. Ich bin ne Kölsche Jung, was willst du machen? Ich bin ne Kölsche Jung und ungelachen. Ich bin noch sonst nicht schlecht, nee, ich bin hart. Mein Lieblingswörtchen ist Ich steh doch schwer an meiner Mutter hänge und jetzt mit mir auch manchmal kräftig schänge. Im Geiste war ich einfach immer der liebe Jung. So leicht sprach ich sie nicht aus dem Fassung und hatte ich uns ein Sammeltass zerbrochen. Da merkte ich, jetzt hast du jetzt verbrochen. Meine Mom sagt nur zu mir, du küsst die Füße Tür. Ich sag nur, Mom, ich komm doch nix dafür. Bin ne Kölsche Jung, was willst du machen? Ich bin ne Kölsche Jung und ungelachen. Ich bin noch sonst nicht schlecht, nee, ich bin brav. Mein Lieblingswörtchen
Ich rate dir, lass niederkommens hange. Leef in der Darerin, da muss ich nicht zu schamme. Denn wenn du nicht mehr lachst, das ist verkehrt. Sing dann die Muttersprache, ob kölsche Lied. Sing so wie ich, du brust dich nicht zu schamme. Hast du große Lust, dann singe wir zusammen. Denn wenn du eines Tages am Himmelsbötze stehst, dann sagt dem Petrus heimlich still und leis: Ich bin eine kölsche Jung, was willst du machen? Ich bin eine kölsche Jung und ungern lache. Ich bin noch selbst nicht schlecht, nee, ich bin brav. Wie Lieblingswünsche ist Köln allein. Wen das nicht anrührt, der hat Karneval nicht verstanden, der hat Köln nicht verstanden und schon gar nicht Hans Süper. Ich bin eine kölsche Jung, das Lied, das eigentlich immer hier Willi Millowitsch vorbehalten war. Jetzt hat er sich mal rangetraut, von Hero zu Hero, Hans Süper. Wenn die Proklamation zur Andacht wird für Hans Süper, 76 Jahre alt, ohne Verstärker, nur mit seiner Flitsch, die von ihm umgebaute Mandoline, ja, haut selbst Toni Schumacher vom Stuhl. Ich bin eine kölsche Jung, das ist auch der Titel seines Albums, das er seit dem Herbst herausgibt, in Zusammenarbeit mit der WDR Big Band, mit dem Blackfoes und mit Bab. Okay. Er macht noch einen kleinen. Und einen hat er noch, Hans Süper. Das ist wie Erdbeben, wenn ich ihn setze. Ich wollte aber sich einen Freund mitbringen, mit dem ich zusammen groß geworden bin. Der kennen Sie nicht, der heißt Theo, aber leider ist er nicht gekommen. Leider, Gott sei Dank. Wie kann ich den Theo erklären? Der Theo ist ein Typ, der ist, wie soll man sagen, der ist bekloppt. Das ist ein Mann, wie soll ich das erklären? Zum Beispiel, der strahlt, wie soll man sagen, der hat so ein bisschen, die haben sehr wenig Wasser zu Hause wahrscheinlich, ich weiß nicht. Also der hat ja, der zieht Kondensstreifen. Das ist schlimm. Oh. Ich habe mir einmal angesprochen, hör mal, was hältst du denn davon? Du hast eine gewisse Ausstrahlung. Also nichts gemerkt. Ich meine, der Gestank war nicht so schlimm, aber das brennende Augen hinterher immer, weißt du, das ist das Problem, ja. Und einmal habe ich gesagt, hör mal, Theo, was hältst du davon, von einem Deo-Roller? Seh, was soll ich mit dem Deo? Ich hatte keine Führerschein. Ja. Und der ist leider nicht gekommen. Aber das ist eben Kölsch. Kölsch ist eine schöne Sache. Darum sage ich nur zum Abschied zu Ihnen, ich bin jung aus Köln, der Hens wird ich genannt. Ich mache jeden Blödsinn, dafür bin ich bekannt.
ich auch kein Sorge. Ja, ob jung, ob alt. Der Hauptsache ist, ihr bleibt gesund. Und das noch jahrelang. Das wünsch ich mir von Herzen, denn ich brauchen euch noch lange. Er braucht Köln, aber viel, viel mehr braucht Köln. Hans Süper. Liebe Gäste, das ist ja wohl eine Rakete wert. Gerade die Gewehre, Kommando ein!